Welche Stadt ist Ihrer Meinung nach grüner? Kreuzlingen oder Konstanz? Das meinen Sie wohl politisch, oder? Also, ich würde sagen, Konstanz ist deutlich grüner wie Kreuzlingen. Das war natürlich nicht politisch gemeint. Es geht also darum, ums Grün, das wächst, also auf der Wiese. Aber wo ist es denn jetzt grüner? In Kreuzlingen Gute Frage. Kreuzlingen, oder? oder in Konstanz? Ja, ich glaube, mir gefällt es in Konstanz etwas mehr oder ist etwas grüner. Konstanz und Kreuzlingen sind zwei unglaublich grüne Städte. Zwischen dem Seeburgpark, dem Tegermoos, den langen Alleen und Seepromenaden, dem Lorettowald, der Insel Mainau und dem Wollmartinger Ried sind wir hier von Natur umgeben. Schöner kann man es eigentlich kaum haben. Man kann sich also wirklich darüber streiten, welche Stadt grüner ist. Und selbst am Hauptzoll zwischen Konstanz und Kreuzlingen ist es gar nicht so einfach zu sagen, welches Grün denn nun grüner ist. Aber heute gewöhnt Kreuzlingen hoch aus. Weil die Straße, wo wir jetzt stehen, die hat vorher so ausgesehen. Und jetzt ist sie voller Leben. Marie und ich sind unterwegs für euch. Wie sieht es aus? Was für Stände gibt es? Was für Tipps und Tricks können sie dir mitgeben, wenn du einen eigenen Garten hast? Und man sagt, für Kakteen braucht man keinen grünen Daumen. Stimmt das? Das stimmt, der Daumen kann alle Farben haben. Und allgemein, damit ihr eine kleine Impression habt und das nächste Jahr den Gartentag sicher nicht verpassen werdet. Sind also gespannt. Bei schönem frühlingshaft warmem Wetter laufen wir los. Das Motto des Gartentags 2026 lautet Powerflower. Und genauso fühlt es sich hier auch an. Die Natur erobert die Straße, auf der sonst Autos fahren, und verwandelt die Hauptstraße, die hier Boulevard heißt, in eine echte Flaniermeile. Beim großen Festzelt treffen wir Martina. So, ich sitze jetzt da voll gemütlich am Gartentag mit der Martina und sie ist der Kopf dahinter, oder? Hinter dem Gartentag. Nicht ich allein. Wir haben ein OK mit einigen Leuten, bestehend aus privaten Gartenbauern, Vertreter von Institutionen und ich, die die Organisation mache. Ja, genau. Und wie ist man auf die Idee gekommen? Weil das ist ja eigentlich eine Straße, wo man einfach durchfährt und dass man die jetzt sperrt und das Thema Garten macht. Ja, der Verkehr auf dieser Straße ist immer wieder ein Thema. Die einen wünschen sie sich ganz verkehrsfrei, die anderen eben gar nicht. Und wir haben dann mal von Seiten der Stadt vor vielen Jahren so eine Gruppe ins Leben gerufen, die sich dem Thema angenommen hat. Und ein Resultat daraus war, dass man probiert, den Boulevard, wie wir ja die Hauptstrasse nennen, mit Veranstaltungen gezielt zu beleben, sodass eben auch Gewerbler profitieren können und dass einfach Leben in der Stadt ist. Und genau so ist es. Wohin man auch schaut, überall sieht man fröhliche Gesichter. Am Kräuterstand wird fleißig eingekauft. Ob er heute das Geschäft seines Lebens macht, interessiert uns weniger. Viel spannender ist seine riesige Auswahl an Kräutern. Wir wollten wissen, Was ist das Tolle an Kräutern? Ja, die verschiedenen Kräuter, jetzt vom Rosmarin über Küchenkräuter zum Essen oder auch in Cocktail, marokkanische, ist natürlich auch Fleisch und ist natürlich, ja. Haben Sie ein Lieblingskraut irgendwie, was Sie immer verwenden? Marokkanische Minze. Sehr viel ins Wasser mit einer Zitrone. Ob es jetzt Sprudelwasser ist oder normales Wasser, Hahnenwasser, alles sehr fein, ja. Ja. Und die baut ihr alle hier in der Schweiz an, die Genau. Kräuter? Okay. Ganz genau. Viel tun wir selber gerade züchten. Ein Teil kaufen wir als ganz kleine Pflänzchen Aha. und dann züchten wir es auf. Und gibt es irgendwie Kräuter, die sich gar nicht miteinander vertragen? Oder könnte ich die jetzt alle so nebeneinander, zum Beispiel Nicht die gar nicht? Die dürfen nicht direkt nebeneinander, Aha. sondern dann halt da und da, dann funktioniert Ja, es. Das kann man okay. alles mit. Und sonst sind eigentlich alle recht pflegeleicht. Kann man da irgendwas falsch machen sonst bei der Pflege? Wenn es nicht eine Minze nicht überall sein sollte, dann tun wir es am besten in den Topf. Wenn man es in den Garten setzt, kann das sein, dass es nachher überall sind. Und zum Beispiel der Ananas-Salbei haben wir gerade so ein bisschen getestet. Schmeckt schon ein bisschen nach Ananas, oder? Der schmeckt sehr nach Ananas. Wir können aber nicht ganz vergleichen mit dem Küche-Salbei. Der Küche-Salbei nimmt man ja noch viel auch zum Würzen und der Ananas nimmt wir jetzt mehr zum Tee machen und so zum Verwenden. Ja.
Und das Olivenkraut zum Beispiel, wofür könnte man das einsetzen? Da kann man jetzt in einen Salat hineinschneiden, in eine Sauce hineinschneiden. Wir haben einfach sehr gerne Oliven. Dann ist super. Schmeckt auch richtig nach Oliven. Da bekommt man sofort Hunger. Und was entdecken wir da? Eine riesige Karotte. Leider nicht zum Anbeißen. Dahinter steckt die Gemüseakademie. Was hat es damit auf sich? Geht hier etwa Gemüse zur Schule? Das wollen wir genauer herausfinden. Oh je. Hallo. Sie sind von der Montessori-Schule. Ja. Wenn ich mein Kind in die Montessori-Schule schicke, was nützt mir das, damit es besser für den Garten schaut oder für die Natur? Also, was macht ihr? Wir sind gemeinsam mit der Gemüseakademie im ganzen Sommer im Garten unterwegs, pflanzen mit den Kindern an und wenn sie dann das Gemüse selber ernten, essen sie es natürlich auch viel lieber. Und zusätzlich haben wir noch eine Naturpädagogin bei uns, die hat ihren Stand hier nebendran. Ja, die kann ich, da können wir nachher auch. Ja, da könnt ihr vorbeigehen. Die geht mit den Kindern jede Woche für 5 Stunden in den Wald und wirklich ohne dieses typische Spielmaterial, also ja, sie haben eine Schaufel und ein Seil dabei, aber die gehen wirklich in die Natur und erforschen dort die Natur, spielen dort. Und das bringt unseren Kindern ganz viel Nähe zur Natur. Und wenn irgendwo jemand auf eine Ameise tritt, sind unsere Kinder ganz entsetzt und haben einfach einen anderen Blick auf die Natur. Genau, also nicht ganz, was bringt das einem Menschen, also nicht einem Kind, ich meine, das Kind wird ja dann mal eine erwachsene Person. Was bringt das, dass man dann so nah mit der Natur lebt? Ich glaube, unsere Welt wird nicht mehr lange existieren, wenn wir nicht uns der Natur wieder nähern und sie schützen lernen. Und unsere Kinder haben eben ein ganz intensives Verhältnis zur Natur. Sie haben einen Baumfreund im Wald. Ja? Und dadurch, dann dürfen Sie dem auch einen Namen geben? Ja, und gehen zu dem hin und umarmen den. Haben Sie auch eine? Ich leider nicht, nein. Ich müsste mal wieder mitgehen in den Wald und mir auch einen Baumfreund aussuchen. Aber dieses Gefühl für die Natur entwickelt sich. Und das brauche ich natürlich auch als Erwachsener, um hinterher zu entscheiden, wie lebe ich. Und das macht, glaube ich, den großen Unterschied. Es wird sicherlich nicht jeder hinterher in der Natur arbeiten, aber er hat ein Verständnis für diese Natur entwickelt und lernt sie zu schützen und wertzuschätzen. Und das ist, glaube ich, für unsere Zukunft absolut wichtig. Wertschätzung für die Natur war nicht nur am Montessori-Stand ein großes Thema. Auch bei der Naturpädagogin, von der dort erzählt wurde, aber die werden wir später besuchen. Zuerst einmal richten wir den Blick auf eine Tiergruppe, die wir überall sehen und im Moment vor allem hören und denen wir mit der richtigen Gartenpflege ganz konkret helfen können. Wir sind jetzt auch beim Vogelschutz. Vogelschutzverein Kreuzlingen. Ein bisschen näher kommen. Genau, beim Vogelschutzverein Kreuzlingen. Gut, was kann ich im Garten machen, damit es den Vögeln besser geht? So ein paar Tipps. Heckenpflanzen. Insektenfreundliche Blumenpflanzen. Was wären das für welche? Da gibt es ganz viele einheimische Pflanzen. Der Rasen vielleicht nicht mit dem Roboter mähen, wie ein paar Stände weiter propagiert. Alles, was die Biodiversität eigentlich fördert. Und Vögel. man sagt doch, im Zimmer sollte man immer Ordnung halten. Also Mami und Papi werden böse, wenn man das Zimmer nicht aufräumt. Wie sieht es aus mit dem Garten? Da muss nicht immer überall Ordnung sein. Ein bisschen Unordnung hilft der Natur. Und soll ich dann alles schneiden, bevor Winter kommt? Nein, alles muss nicht sein, sondern zum Teil mal einen halben Teil vom Rasenmähen und nicht den ganzen Rasenmähen. Da haben wir noch. Genau, lieber Blumenwiese statt englischer Garten, englischer Rasen. Lieber Wildsträucher statt Kirschlorbeer. Lieber naturnahe Balkonpflanzen statt Geranien. Ist nicht sogar der Kirschlorbeer irgendwie verboten worden, neu zu pflanzen in den Gärten oder so? Darf nicht mehr verkauft werden, ja. Ist so. Aber man muss ihn nicht entfernen jetzt aktiv. Aber, Was ist so schlimm an dem? Es gibt fast keine Vögel zum Beispiel, die Beeren fressen. Also bringt keinen Nutzen. Kein Nutzen. Und er verbreitet sich eben ganz stark und verdrängt andere Pflanzen. Und was sagen Sie dazu, dass die Segler das ja schon Wochen früher gekommen sind? Die kommen sonst immer am 1. Mai und die sind jetzt schon da. Das ist richtig, ja. Ich nehme an, die spüren es schon.
dass jetzt Zeit ist zum Kommen. Und ja, die spüren da schon den Klimawandel. Genau. Der ist aber nicht so gut für alle Vögel, oder? Nein. Ja, vor allem für die Landstreckenzieher, die kommen, die kommen spät an. Wenn die da sind, sind die meisten Sachen schon besetzt, Nester schon besetzt. Vielleicht Insekten auch schon weg. Schon weg? Ja, genau. Für die ist es schwierig. Für die Langstreckenzieher. Insekten werden leider immer seltener. Balkonkistchen, in denen einfach wachsen darf, was wächst, statt perfekt bepflanzter Geranienkästen, sind ein echter Gewinn für die Artenvielfalt. Auf dem Balkon lassen sich Wildbienenhotels aufstellen oder sogar größere Nisthilfen für Hummeln bauen. In der Beschreibung findet ihr Anleitungen, wie das funktioniert. Doch wie steht es eigentlich um unsere Haustiere? Und was macht denn der Tierschutzverein in Kreuzlingen? Wir engagieren uns ehrenamtlich für die Tierrettung. Das heißt, wir nehmen eigentlich alle Tiere, die gemeldet werden, in den Bezirk Kreuzlingen. Die gehen bei unserer Meldestelle ein. Wir prüfen dann, ob die Meldungen wahr sind, und wir retten natürlich dann auch das Tier. Jegliches Tier, also spielt gar keine Rolle, was es ist. Wir prüfen natürlich auch Meldungen auf Vergehen, und wir betreiben eine eigene Wildvogel- und Reptilienpflegestation, wo man Wildvögel abgeben kann, die man gefunden hat. Die ist im Saganö-Shop, oder? Richtig, genau. Und da haben wir auch einen Tag der offenen Tür bald. Richtig, am 13.06. Und da ist natürlich jeder gerne eingeladen. Super, danke vielmals. Nach so vielen tierischen Themen wechseln wir jetzt zu den stacheligen Bewohnern der Pflanzenwelt. Kakteen gelten ja als besonders pflegeleicht. Aber stimmt es wirklich, dass man dafür keinen grünen Daumen braucht? Das stimmt, der Daumen kann alle Farben haben. Also Genau. ich kann einfach so einen Kaktus irgendwo aufstellen, muss mich überhaupt nicht ich komme mir voll asozial und er gedeiht trotzdem. Ja, das ist schon so. Also die meisten machen es viel. Die meisten übergießen dann eigentlich und töten dann halt dort an, weil der Kaktus speichert Wasser und dort braucht er dann eigentlich nicht so viel Pflege. Gibt es für unser Publikum Tipps? Also eben, ausser natürlich, dass man nicht zu viel gießen, gibt es einen Tipp, wo man den Kaktus anstellen soll? Irgendwie aufs WC oder vielleicht eher in die Stube, als WC wegen der Feuchtigkeit, nehme ich an. Ja, und oder? die meisten WCs sind dunkel, oder? Kaktus sind eigentlich Sonnenkind und sie haben am liebsten den hellsten Platz, wenn sie in der Wohnung stehen. Und sonst am besten ist eigentlich im Sommer raus, einfach an einen geschützten, gedeckten Platz, wo man das Giessen steuern kann. Oder im Winter, wenn es geht, in einen Wintergarten rein. Oder in ein helles Stegenhaus. Einfach, im Winter gibt man kein Wasser, aber sie brauchen gleich hell, aber dann nicht zu warm, weil sie haben eine Winterruhe. Genau, Und die, manchmal hat man das Glück, und eine blüht, aber die blüht ja nicht so oft. Wieso blüht die nicht so oft? Die müssen ja auch bestäubt werden. Ja, die sind halt Energiesparer. Und dort, wo die herkommen, das sind die trockensten Orte auf der Welt. Und dann machen sie für einen Moment gehen sie die ganze Energiesparnis auf und machen eine grosse Blüte oder halt eine, die fein schmeckt, um die Insekten möglichst anzulocken. Sie blühen auch alle miteinander und können sich dann halt relativ schnell bestäuben. Es gibt auch solche, die sich selber bestäuben und dann eigentlich selber Samen produzieren. Okay, also mega spannend. Ja. Sind das so? Und ich habe mal gehört, wenn jemand Bühnenauftritt hat, also auf der Bühne steht, schenkt man mir normalerweise Blumen. Und ich habe gehört, wenn man ihm einen Kaktus schenkt, ist das ein schlechtes Omen. Stimmt das? Alles Humbug. Also Das ist veraltet. man kann Leuten Kaktus schenken, anstatt Blumen. Kann man, unbedingt. Vor allem, wenn man weiss, dass die andere Person gerne Kaktus hat. Sonst vielleicht vorher fragen. Super, danke vielmals. Und nicht nur Kakteen eignen sich als eher unkonventionelles Geschenk. Auch diese Pflanze hier hat es in sich. Oft unterschätzt und sogar gemieden, steckt sie voller Überraschungen, die man ihr auf den ersten Blick gar nicht zutrauen würde. Also Brennnessel ist ja Brennnessel hat ein bisschen schlechtes Image, oder? Sie brennen und sie sind grusig im Garten. Stimmt das? Nein, überhaupt nicht. Also ich finde, die Brennnessel ist, man darf erstens mal nicht sagen, dass sie ein Unkraut ist. Ich finde, sie ist eine Wunderpflanze, weil sie so eine unglaubliche Vielfalt hat und das ist so unterschätzt und auch nicht groß bekannt. Ja? Also von daher würde ich nicht sagen, dass sie schrecklich ist. Überhaupt nicht. Was kann man aus Brennnessel alles machen? Ich habe gesehen, da gibt es Pesto. Und es gibt Tee, was kann man noch machen? Genau, die Brennnessel, die kann man ja wirklich das ganze Jahr über verwenden. Ja? Im Frühling ist sie so kräftigend und stärkend, dann nutzt man sie kulinarisch, wie zum Beispiel, eben, wir bieten heute Pesto an, aber eigentlich kann man sämtliche Gerichte damit machen, wie
der Spinat, wie man den Spinat verwendet. Man kann sogar die Brennnessel tieffrieren für die Zeiten, wo eben keine Brennnessel wächst. Ja? Und dann ist es ja so, im Sommer, wenn eigentlich sowieso die Farben so aktuell sind, nutzt man sie als Färberpflanze. Und dann in den Herbst hinein als Faserpflanze, so wie bei mir hier mit dem Brennnessel. Das ist jetzt aus Brennnessel Das gemacht. Kleid ist aus Brennnessel gemacht. Genau, ja. Und genau, dieses Kleid wurde von einer Designerin aus Konstanz genäht. Und, und man fühlt sich in diesem Kleid unglaublich wohl. Das ist so ähnlich Es brennt nicht. Nein, es brennt nicht. Es ist wie eine Ritterrüstung, weil die Brennnessel ist ja eine Kriegerpflanze. Und von daher, wenn man so ein Brennnesselkleid anhat, dann kann einem gar nichts. Genau. Und was würdest du für unser Publikum als Tipp geben, wenn ich jetzt Brennnesseln ernten will? Wo soll ich Brennnesseln abschneiden, dass sie vielleicht wieder nachwachsen oder wie auch immer? Ja, also genau, die Brennnessel, sie ist ja jetzt im Augenblick so ungefähr so 40 cm hoch. Und ich würde jetzt die Brennnessel oben nur die Spitze eben nehmen zum Ernten. Dann, dass danach wieder eben auch die Brennnessel nachwachsen kann. Und die Brennnessel und oben sind ja die frischen neuen Blätter und die sind ja dann auch so besonders schmackhaft, weil unten werden sie irgendwann zäh und faserig und schmecken auch nicht. Und ich darf es einfach abreißen, ich muss nicht mit der Schere oder mit dem Messer? Naja, ich bin jetzt jemand, der jetzt das einfach so macht, genau, weil die Brennnessel an für sich kann man natürlich Handschuhe anziehen und auch mit einer Schere das schneiden. Aber es ist auch so, wenn man bei der Brennnessel... Also wenn du es jetzt anlangst, brennt es nicht? Es brennt immer. Die Brennnessel brennt immer, aber ich bin ja ihre Brennnesselfreundin. Ja, okay. Und die Brennhaare, es ist ja so ähnlich wie wenn man mit dem Fell streichelt. Wenn man so in Streichrichtung geht, dann passiert auch nichts. Genau. Aber es ist dann, also wenn ich sie so nach außen streiche. Genau. Okay. Wenn ich jetzt einfach so mit dir rede und dann reinfasse, dann piekst es mich auch. Genau. Aber es ist ja auch nicht so, dass das eigentlich was Schlimmes ist. Ja? Außer man ist Histamin. Also Allergiker, dann muss man schon Acht geben wegen dem Histamin, was unten in dem Brennsaft drin ist, genau. Aber ansonsten eben will die Brennnessel ja Aufmerksamkeit. Und das ist ja auch so mein naturpädagogischer Ansatz, dass ich möchte, dass die Brennnessel als Botschaft rausschickt, wieder mit offenen Augen und mit einem wachen Blick und für die Schönheit der Natur einfach offen zu sein, genau. Und zu sehen, dass das eigentlich nichts Schlimmes ist und kein Unkraut, sondern einfach Schönheit, die einem geschenkt wird und das auch noch gratis vor der Haustür. Ein spannender Blick auf eine Pflanze, die viele sonst einfach übersehen. Und genau dieses bewusste Hinschauen scheint auch der Schlüssel zu sein, um die Natur wieder neu zu entdecken. Wir haben Martina ja schon ganz am Anfang des Videos kennengelernt. Und genau sie fragen wir jetzt, wo man in Kreuzlingen Natur ganz besonders erleben kann. 3 schöne grüne Tipps in Kreuzlingen. Okay, also der Klassiker ist ja der Seeburgpark, den kennen wahrscheinlich bereits Den tun wir jetzt wegnehmen, weil der ist wirklich der Klassiker. Also 3 andere. Aha, oh, okay. Dann die Längwiler Weiher, die sind zwar nicht mehr ganz auf unserem Gemeindegebiet, das aber gilt jetzt schon noch. Genau. Dann der Seeweg Richtung Bottighofen. Oder halt auch interessant zum Schauen ist das Deggermoos und dort Richtung Gottlieben. Okay, wer unser Video gesehen hat, weiss, dass Deggermoos eben eigentlich ja in Deutschland ist. Das ist ganz, ganz speziell. Also unbedingt das Video schauen. Genau. Super, danke vielmals, Martina. Ich hoffe noch auf einen schönen Tag und genieße es. Danke dir, Vera, fürs Kommen. Also, wie ihr gemerkt habt, haben die Leute ein unglaubliches Wissen über Garten, Vögel, Kräuter, was auch immer. Und das war wieder richtig spannend, was wir alles gelernt haben. Richtig cool, dass es solche Veranstaltungen hier auch gibt. Genau, wenn ihr noch mehr so tolle Sachen sehen wollt, dann abonniert gerne unseren Kanal. Gebt uns ein Like und ein Super Thanks und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Der Garten daheim ist zwar klein, aber ich liebe es einfach barfuß durch das Fleckchen Rasen zu laufen und irgendwie Insekten zuzuschauen und meine Büsis, wenn Schmetterlinge probieren zu fangen. Ja, also ich brauche das schon. Ja.